Das Thema reif. Reif. Überleg ganz kurz für dich, willst du lieber so eine Pflanze sein oder so eine richtig aufblühende, reife Pflanze? Wir machen eine Umfrage. Wer will lieber reif sein? Ja, eine große, große Mehrheit. Ich weiß nicht, ob jemand überhaupt nicht aufgehalten hat. Ich habe mir das so gedacht, dieses wunderschöne Bild des Reifseins, des Wachstums. Jesus gibt uns dieses Bild vom Weinstock und der Rebe. Finde ich so ein schönes Bild, oder? Im Frühling kommt der Weingärtner und sieht ein Potenzial in einer Pflanze, wo man noch gar nicht sieht. Und beginnt es zu pflegen, zu hegen und es beginnt zu wachsen. Dann kommt die Sommerzeit und es wird ein bisschen daran herumgeschnitten. Haben gesagt, oh, reif sein, das hat auch mit Beschneiden zu tun, mit Putzen, mit Reinigen. Dann kommt der Herbst, dann wird geerntet und alles kommt in diese Kessel rein. Und jetzt sind wir im Winter. Jetzt ist die Zeit, wo das Ganze veredelt wird, oder? Da kommt es zuerst ins Fass rein und muss dort bleiben und es braucht Zeit und Geduld. Ich habe mir auch überlegt, wie das so früher war, wie man diesen Wein gemacht hat. Da hat man die Trauben genommen, da wurden sie zerstampft. Plötzlich habe ich gedacht, dieses Bild von diesem Reifeprozess. Wer will immer noch reif werden? Da steckt extrem viel drin, oder? Ein mega, mega langer Weg. Durchaus auch schwierige Sachen, Schmerzen und so weiter. Das ist gar nicht so ein einfacher Prozess. Und dann am Ende, wenn man eine gute Flasche Wein jetzt als Beispiel öffnen kann und das dann trinkt und etwas richtig Feines herauskommt, dann ist das schon ein schöner Moment. Dann denkt man, boah, dieser Weingärtner, dieser Winzer, der hat das aber gut gemacht. Das ist genau das Bild, in das wir eintauchen, reif werden bei Jesus. Ja, abschneiden, reinigen, manchmal Drucksituationen, alles, das zum Reifen helfen kann. Ich denke mir, manchmal im eigenen Leben haben wir so Momente, wo wir auch unter Druck stehen, unten durch müssen, wo wir eine Krise haben, eine eigene, eine persönliche. Wenn wir in die Welt schauen oder in der Zeitung lesen, dann lesen wir nur noch von Krisen, die ganze Zeit passieren. Und dann finde ich eigentlich dieses Bild vom Reifwerden sehr passend. Eine Frau, Corrie ten Boom, die eigentlich im Zweiten Weltkrieg die schlimmsten Krisen erlebt hat und wirklich unter Druck war. Also dieses Bild von den Füßen zertreten zu werden, das hat sie wirklich erlebt. Sie war im Konzentrationslager, sie hat sich für Juden eingesetzt, sie hat miterlebt, wie ihre Schwester da hingerichtet wurde, quasi abgeführt wurde. Und dann hat sie das alles aber überlebt und war unterwegs mit Jesus und sie hat gesagt, die Unsicherheiten dieser Zeit sind das Rohmaterial für unseren Glauben. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Vielleicht können wir das im Hinterkopf behalten, dieses Zitat. Gott hält alles in seiner Hand und alles, was passiert, auch die druckvollsten und schlimmsten Sachen, das kann für Gott Material werden, dass wir reifen und wachsen können. Jetzt gehen wir hinein in einen Text, im Johannes 15, ein sehr schöner Bibeltext, ein sehr schönes Bildwort. Und es ist gut, wenn wir wissen, wo wir hier unterwegs sind, um das so zu verstehen. Wir sind hier im Johannes, am Ende dieses Buches, im Johannes 13, ein paar Kapitel vorher, beginnt eigentlich diese ganze Szene. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und es beginnt der letzte Abend, den Jesus mit seinen Jüngern hat. Im ersten Vers dort im Kapitel 13 sagt Jesus, ich liebe euch und ich habe euch bis ans Ende geliebt und ich werde euch bis ans Ende lieben. Und dann beginnt eine Szene nach der anderen. Also wir sehen das, was Jesus mit seinen Jüngern da erlebt, was er seinen Nächsten weitergibt, das geschieht aus Liebe. Er will ihnen das Wertvollste geben. Ich stelle mir so vor, der letzte Abend, Jesus weiß, was kommen wird und das, was sein Herz am meisten bewegt, das will er doch seinen Liebsten jetzt noch mitgeben. Und sie kommen in diesen Raum hinein und er beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und die staunen. Und Petrus wehrt es zuerst ab
Aber Jesus sagt, ihr braucht die Reinigung von mir. Und dann sagt er, ja gut, dann reinige alles und so weiter. Diese Szene, wo Jesus zeigt, ich will euch dienen. Und wenn ihr mir nachfolgt, werdet auch zu dienen. Und ihr braucht mich, ihr braucht meine Reinigung. Und dann gibt er ihnen das Mahl. Sie feiern das Passamahl, da gibt es Brot und da gibt es Wein. Und Jesus setzt einen neuen Bund ein im Zusammenhang mit diesem Wein, mit diesem Traubensaft, mit diesem reifen Traubensaft. Und dann am Ende dieses Abends, am Ende vom Kapitel 14, heißt es, wie sie hinausgegangen sind. Wir können uns vorstellen, wie sie da gelaufen sind, aus Jerusalem heraus zu diesem Bach Kidron und dann hinüber zum Ölberg. Vielleicht sind sie an einem Rebberg vorbeigelaufen. Und dann kommt Jesus und sagt ihnen diese Worte. Und wir lesen diese Worte zusammen, Johannes 15. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ein wunderbares und sehr tiefgehendes Wort von Jesus. Wir wollen mal schauen, was Jesus hier alles so sagt. Er bringt hier quasi so ein Bildwort. Er erklärt etwas mit diesem Bild des Weinstocks und der Weinrebe. Das Erste, was klar wird, wenn Jesus vom Weinstock spricht, dann sagt er, ich bin der Weinstock. Und jetzt ist es interessant, wir stellen uns vor, wie die Jünger da mit Jesus unterwegs sind und Jesus spricht ja Aramäisch mit ihnen. Das klingt sehr ähnlich wie das Hebräische und dann sagt Jesus, ich bin. Und in den Ohren der Jüngern muss das geklungen haben wie etwas, das sie kennen aus der Heiligen Schrift, aus den alten Schriften, aus dem Alten Testament. Plötzlich hören sie das Wort, ich bin und ihnen wird in den Sinn kommen, wie da steht in den alten Schriften, wie Gott selber sich seinem Volk vorgestellt hat. Wie er diesem Mose am Dornbusch gesagt hat, wie das überliefert ist, ich bin der ich bin. Der ist sein Werde. Der Name Gottes, der für die Juden so voller Bedeutung ist. Ein Gott, der ist, weil er ist, war und sein wird. So eine Bezeichnung, die Gott selbst von sich gegeben hat. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ich bin. Im Johannesevangelium hat er 7-mal diese Formel gebraucht, wo er gesagt hat, ich bin. Und dann einen Zusatz. 7-mal, so die göttliche Zahl. Und die Jünger hören das, jetzt sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Und sie merken, da ist jemand, dieser Jesus, er sagt uns mit diesen Worten, er ist Gott. Er bringt diese Göttlichkeit. Er ist irgendwie etwas anderes. Und dann sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Ich kann mir gut vorstellen, wie die da unterwegs sind und haben noch dieses Abendmahl, diesen Traubensaft im Kopf. Jesus, ein neuer Bund, Weinstock. Und jetzt spricht Jesus schon wieder von diesem Weinstock. Vielleicht laufen sie daran vorbei. Weinstock, den kennen wir doch, den Weinstock. Im Alten Testament steht ja immer wieder etwas vom Weinstock. Zum Beispiel im Psalm 80 und wie an vielen anderen Orten, wo der Weinstock das Bild für Israel ist. Einen Weinstock hobst du aus Ägypten, du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein.
Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Also dieses Bild, Gott hat das Volk Israel genommen und befreit und eingepflanzt an einem Ort und wie ein guter Weingärtner geschaut, dass es wachsen kann. Das ist das Bild, das sie haben. Jetzt redet ihr vom Weinstock. Das Volk Israel ist doch der Weinstock. Dann lesen wir aber auch in diesen alten Schriften von diesem Weinstock, dass der irgendwie nicht so gut gewachsen ist. Dass irgendwelche wilde Tiere gekommen sind. Es gibt so diese Bilder und haben den Weinstock angegriffen. Und der Weingärtner, Gott, hat sich darum gekümmert, hat eine Mauer herumgebaut, hat sie gepflegt. Aber sie blieben fruchtlos, widerspenstig, wollten nicht, haben keine Frucht gebracht, waren wie verdorrt. Das ist das Bild. Und so im Kopf dieser Jünger wahrscheinlich, ja, das Volk Israel ist eigentlich der Weinstock von Gott, aber der ist nicht so vollkommen. Irgendwie funktioniert das nicht, das geht nicht auf. Der bringt ja nicht Frucht. Jetzt sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Der wahre Weinstock, der vollkommene Weinstock. Ich erfülle all diese Dinge, die eigentlich das Volk Israel hätte erfüllen sollen, wie sie hätten leben sollen. Das kommt in mir zur Erfüllung. Und ich denke mir, ja, wir können da auf die anderen schauen. Wir können auch auf uns selber schauen und denken, ja, auch wir sind nicht so wahre Weinstöcke, oder? Auch bei uns kommt vieles nicht so zur Vollendung, wie es kommen sollte. Auch wir leben nicht in dieser Verbindung mit Jesus so vollkommen, wie wir es eigentlich sollten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin dieser göttliche Weinstock und bei mir werden all diese Verheißungen und Erwartungen erfüllt. Ich lebe eigentlich euer Leben, das ihr leben solltet. Und am Kreuz mache ich mit euch diesen Tausch, dass ihr euer kaputtes Leben mir abgeben dürft. Und ihr bekommt von mir ein neues, ewiges Leben. Das ist ganz interessant. Ich bin der wahre Weinstock. Wenn ihr an mir hängt, wenn ihr in mir seid, dann gehört ihr auch zu diesem wahren Weinstock. Nicht, weil ihr so gut könnt, sondern weil ich euch zu dem mache, was ihr hier seid. Jesus, er ist der Weinstock in diesem Bild. Dann kommt ja noch jemand anderer vor. Der Vater, der gute Weingärtner ist. Also Jesus sagt, Gott im Himmel, er ist der Weingärtner. Das war ja schon im Alten Testament, wie ich es euch gesagt habe, war das so ein zentraler Gedanke, dass sich Gott um seinen Weingarten, Weinberg kümmert, dass er sich bemüht. Und es ist interessant, wie Jesus das ganz am Anfang dieses Abschnitts sagt und am Ende im Vers 8, den wir gelesen haben, sagt Jesus, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Also eigentlich am Anfang steht der Weingärtner und am Ende steht der Weingärtner. Gott ist wie die Klammer um alles herum, gibt so das Bild, er hat alles in der Hand, er hat alles im Griff und das ist sehr wohltuend, oder? Dass auch wenn es drunter und drüber geht, manchmal mit diesen Weinstöcken und Reben und so, aber Gott hat alles in der Hand. Und er schaut gut für seinen Weinberg, er gibt sich Mühe. Und interessant auch, er wird am Ende verherrlicht. Ich habe diesen Wein hier in den Händen gehalten, oder? Wenn wir ein Glas Wein trinken, sagen wir nicht, boah, diese Rebe hat es aber gut gemacht. Hä? Die hat es super, wie die das Herr da gebracht hat. Sondern wir sagen, der Weingärtner, der Bauer, der hat es gut gemacht. Das ist ein guter Winzer, der hat es wirklich im Griff. So ist es auch beim Gott, er wird am Ende verherrlicht. Und jetzt gibt es ja noch diese dritten Personengruppe. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr seid die Reben. Also die Reben, das sind die Jünger. Er ist ja mit ihnen unterwegs da. Die Leute, die Jesus nachfolgen, diese Leute sagt, ihr seid die Reben. Also Jesus macht deutlich, nicht alle Menschen sind die Reben, sondern ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid diese Reben, die an diesem Weinstock hängen. Und das bringt uns zu ein paar Überlegungen. Wie wird man denn ein Jünger von Jesus? Wie kommt man dazu, dass man auch zu diesem Weinstock gehört? Es ist ja eigentlich eine gute Frage, oder? Heute wollen ja alle jünger werden. Das ist ja sehr verbreitet in der Welt. Alle machen Kosmetik und so, um ein bisschen jünger zu werden. Und man versucht mit irgendwelchen Mitteln jünger zu werden und so. Und Jesus ist absolut radikal. Er sagt, diese äußerlichen Dinge, oder? Da ein bisschen so, ein bisschen so. Das hilft nicht, um jünger zu werden, sondern es braucht eine Neugeburt. Man muss neu geboren werden, dann wird man wirklich jünger.
Und das ist so interessant, im Johannes beschreibt er das. Da kommt in der Nacht ein Mann zu Jesus und sagt, wie ist das eigentlich? Und Jesus sagt zu ihm, du musst neu geboren werden. Und dieser Mann hat so einen Knopf im Kopf und sagt, wie soll ich neu geboren werden? Ich kann nicht zurück in den Bauch meiner Mutter gehen und irgendwie nochmals auf die Welt kommen, geht ja nicht. Und sagt Jesus, vom Heiligen Geist musst du neu geboren werden. Ich finde das so ein spannendes Bild, quasi wir Menschen, die wie am weltlichen, irdischen Weinstock angemacht sind, hängen, oder, mit irdischen Zielen, zum Teil gute Sachen, aber auch schlechte Sachen, aber auf jeden Fall keine ewigen Dinge. Und Jesus sagt, ihr hängt an diesem irdischen Weinstock, aber ihr könnt neu geboren werden an diesen ewigen, göttlichen Weinstock, um da ranzuhängen, um nicht von diesen irdischen Lebenselixieren zu ziehen, sondern direkt beim Himmel eingeknüpft zu sein und das lebendige Wasser von Gott zu bekommen, das bis in die Ewigkeit hineinquillt. Und er erklärt dann weiter, Jesus, diesem Jünger, im Vers 15, sagt er, ich muss am Kreuz sterben, damit jeder, der an mich glaubt, ewiges Leben hat. Und Vers 17, denn deshalb bin ich gekommen, damit die Welt durch ihn gerettet wird, durch Jesus gerettet wird. Also wenn Jesus uns sagt, ihr könnt meine Jünger sein, dann ist es der Ruf, der bis heute erklingt. Komm und folge mir nach. Komm und häng dich ab bei diesem irdischen Weinstock, bei diesen irdischen Zielen, bei diesem Leben auch, das von Schuld und Sünde geprägt ist. Lass dich reinigen von mir, von innen heraus, nicht einfach von außen mit ein bisschen Kosmetika. Und häng dich ganz bei mir rein, in diesen himmlischen Weinstock. Wenn wir uns fragen, wie können wir ganz mit Jesus verbunden sein, dann wäre vielleicht das ein ganz praktischer Wachstumsschritt, bewusst zu sagen, ich hänge mich bei Jesus rein. Die Christen, wir sprechen gerne von dem als Bekehrung. Wir kehren weg von diesem irdischen Weinstock und kehren uns ganz hin zu Jesus als himmlischen Weinstock. Das ist so ein erster Wachstumsschritt, quasi eine geistliche Neugeburt, ein geistliches Baby sein und Jünger werden. Und dann hat es hier noch einen ganz schwierigen auch Vers, den wir gelesen haben, einen schwierigen Abschnitt im Vers 2. Jesus sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Im ersten Moment denken wir, boah, das ist ja ein hartes Bild, das wird gesammelt und verbrannt. Aber eigentlich ein ganz logisches, weil wenn man nur noch verdorrt, oder? Für was kann man das noch brauchen? Ja, man kann es brauchen, um ein warmes Feuer zu machen, oder? Das ist der einzige Nutzen, den es noch gibt, oder? Eigentlich ganz logische Folge. Und wir fragen uns, was bedeutet das? Also irgendwie könnte man sagen, wer verdorrt, der brennt aus. Und jetzt um in diesem Bild zu bleiben, das die Jünger da vor Augen hatten, Volk Israel, der Weinstock, aber nicht so ein vollkommener. Wahrscheinlich gab es viele Leute, die gesagt haben, ja, ich bin ja Jude, ich gehöre ja zum Volk von Gott, alles ist in Ordnung. Und Jesus hat an ganz vielen Stellen gezeigt, es kommt nicht darauf an, dass du eine Volkszugehörigkeit hast oder so. Sonst kommt darauf dein Herz drauf an, dass dein Herz mit Gott verbunden ist. Auch das ist das Wichtige. Da habe ich mir überlegt, das ist ja heute an ganz vielen Stellen auch der Fall. Es gibt Menschen, die sind irgendwie in eine Familie hineingeboren, eine christliche Familie, sind aufgewachsen, aber einfach weil man in einer christlichen Familie ist, heißt das noch lange nicht, dass man selbstständig am Weinstock hängt. Es gibt viele Menschen, bei denen steht im Personenauszug, dass sie Christen sind, oder? Aber es kommt nicht darauf an, was auf einem Papier steht. Da kann vieles auf dem Papier stehen. Es gibt viele Leute, die denken, ja, ich wohne ja in einem christlichen Land, ist ja alles gut. Wobei, so christlich ist unser Land eigentlich schon lange nicht mehr, oder? Es kommt nicht darauf an, in welchem Land man wohnt, welche Angehörigkeit man hat oder so. Sondern es kommt darauf an, dass man mit Jesus verbunden ist, um nicht auszudorren. Und vielleicht ist das dein ganz praktischer Wachstumsschritt heute, dass du sagst, okay, ich merke, ich nenne mich zwar Christ, vielleicht seit langem, ich gehe sogar in eine Kirche, aber ich habe diese Verbindung mit Jesus ja gar nicht. Und ich brauche die, ich will die. Und ich will mich bewusst an Jesus anhängen, um bei Jesus zu sein, um nicht zu verdorren, um nicht auszubrennen. Weil sonst bleibt alles letztendlich so religiöse Übung, die zum Ausbrennen führt.
Und jetzt haben wir hier in diesem Text für diese Jünger ein paar ganz praktische Wachstumsschritte. Und das finde ich so schön bei Jesus, er ist immer ganz praktisch. Da wollen wir hineinschauen, was Jesus hier sagt. Das Erste, was wir merken, ist, es ist unsere eigene tägliche Entscheidung als Nachfolger von Jesus, immer wieder ganz bewusst neu zu sagen, ich will mich bei Jesus einhängen und ganz mit Jesus verbunden sein. 3-mal sagt Jesus in diesem kurzen Abschnitt in Vers 4, bleibt in mir. Vers 5, wer in mir bleibt. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt. Das ist etwas, das sprengt eigentlich dieses Bild vom Weinstock, oder? Also das ist ja unvorstellbar, dass eine Traube sagt, ja, heute gefällt es mir nicht so am Weinstock, jetzt mache ich mal einen Spaziergang und mache mal meine eigenen Wege, gehe mal da und dort. Das funktioniert nicht. Aber das sprengt dieses Bild. Als Nachfolger von Jesus dürfen wir unsere eigenen Wege gehen. Wir können uns einfach aushängen, irgendwo unterwegs sein. Und Jesus lädt uns ein, einfach immer wieder neu, in jeder Situation neu, jeden Tag neu, diese Entscheidung zu treffen, ich hänge mich bei Jesus rein. So schön an diesem Bild, dass der Weingärtner nicht jemand ist, der die Trauben an diesen Weinstock zwingt, sondern dass sie selber sagen können, wenn ihr in mir bleibt, ich will bei Jesus bleiben. Es ist auch schön zu sehen, dass Gott sich um seinen Weinberg kümmert. Manchmal denken Christen, so ein Mythos, den einige haben, wenn ich je länger ich Christ bin, desto mehr wachse ich auch im Glauben. Aber das stimmt nicht. Es kommt darauf an, dass man mit Jesus verbunden ist und eigentlich sich tagtäglich entscheidet, ich will mit Jesus unterwegs sein. Einfach lange Christ sein, sage ich, hilft noch gar nichts. Und das ist so für mich so ein Leitspruch geworden. Ich hänge mich an Jesus dran, ich vertraue ihm alles an. Ich sage es dann für mich auf Schweizerdeutsch, ich hänge mich an Jesus dran, ich vertraue ihm alles an. Und so, das habe ich so ausprobiert jetzt im Laufe dieser Woche, habe ich gedacht, ich will nicht nur in den Tag, sondern in die neuen Situationen mit diesem Spruch hineingehen. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich irgendwie zur Arbeit gehe, eine Sitzung startet, Sporttraining, zum Einkaufen, sage ich mir, ich hänge mich an Jesus dran, ich vertraue ihm alles an. Und mit meiner Entscheidung, meinem Statement will ich in diese Situation hineingehen. Ich habe gedacht, das ist so ein guter Spruch, ich will den euch gerne mitgeben. Ich habe so einen Handy-Hintergrund noch gestaltet, den kann man da herunterladen oder auch im Handout, das da aufliegt, ist auch der QR-Code dort noch angebracht. Aber ich habe das bei mir gleich auf den Startbildschirm raufgemacht. Das erinnert mich dann immer dran. Und ja genau, sage ich will bewusst mit Jesus in diese Situation hineingehen. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht eine gute so Gemeindeaktion, eine Woche lang zu sagen, hey komm, wir wollen bewusst immer mit Jesus in alle Alltagssituationen hineingehen. Und das macht wirklich einen Unterschied, habe ich gemerkt. Eine Situation, die ich mich gut erinnere, am Mittwoch kam ich am Abend nach Hause zum Abendessen und da war eine recht ranzige Stimmung in der Familie. Meine Kinder haben herumgemotzt und ich habe mich da mitreißen lassen und habe auch zünftig meinen Beitrag dann gegeben, um diese Stimmung nicht aufzubessern. Es war aber auch noch etwas anderes am Mittwoch. Wir hatten hier eine Versammlung am Nachmittag, eine Sitzung und haben da Abendmahl gefeiert und ich habe einen Traubensaft nach Hause genommen. Ich habe gedacht, ich will mit meiner Familie auch Abendmahl feiern. Da plötzlich nach dem Abendessen merke ich, so kann man nicht Abendmahl feiern. Da wollte ich hingehen zu meiner Frau, habe mich entschuldigt, habe versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen, sodass wir dann trotzdem Abendmahl feiern konnten und ich habe gedacht, wie schnell verliert man diese Verbindung und hängt sich an seinen irdischen Weinstock, oder? Und wie anders wäre es herausgekommen, wenn ich nach Hause gekommen bin, bevor ich an den Tisch sitze, sage ich mir, ich hänge mich bei Jesus dran, ich vertraue ihm alles an und so gehe ich ins Nachtessen hinein. Das wäre anders herausgekommen. Manchmal denken Christen, auch so ein Mythos, dass Wachstum automatisch funktioniert. Aber richtig ist, es ist eine kontinuierliche Entscheidung, ich will mit Jesus in diese Situation, in diese Alltagssituation, durch den Tag, durch die Woche gehen. Etwas Zweites, was wir in diesem Abschnitt entdecken,
können wir uns fragen, ja, was macht denn jetzt dieser Weingärtner mit dieser Reben, die sich bei Jesus einhängen? Jetzt werden die gelobt und oh, ihr macht das so gut, ihr super Trauben oder so. Was macht der Weingärtner mit diesen? Er reinigt sie. Er reinigt sie, oder andere Übersetzungen, er beschneidet sie, dass sie noch mehr Frucht bringen. Ungetier, Dreck muss weg, aber es werden auch Dinge abgeschnitten, die im Weg sind und die stören. Ganz interessant. Im Vers 3 sagt Jesus seinen Jüngern, hey Leute, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Ihr habt diese Worte der Vergebung, der Gnade von mir angenommen und seid schon rein. Und das kommt uns dieses Bild von dieser Fußwaschung wieder in den Sinn, oder? Wo Jesus sagt, ja, ihr seid schon rein, ich muss dich, Petrus, nicht mehr ganz waschen. Einfach an den Füßen, weil da kleben manchmal aus der Welt so Klumpen dran, die weg müssen. Ich stelle mir das so ganz bildlich vor. Ich hänge mich bei Jesus rein, aber bin mit meinen Füßen manchmal so im Dreck dieser Welt unterwegs und es werden immer größere Klumpen und es wird immer schwieriger. Und wie gut, wenn das manchmal so abgeschnitten, weggewascht wird, oder? Dann wird es wieder ganz leicht. Aber gleichzeitig durchaus auch schwer, weil Abschneiden kann auch schwer sein. Manchmal denken wir, das geht mega schnell. Das ist auch so ein Mythos, der manchmal ist. Man muss das Buch lesen, die 5 besten Tipps, um ein erfülltes Leben zu haben. Dann liest man das und dann hat man alles, was man braucht. Jesus zeigt uns ein Bild von einem kontinuierlichen, regelmäßigen, langen Wachstum, das immer wieder mit Abschneiden auch zu tun hat. Die Dinge abzuschneiden, die uns im Weg sind, um ganz mit Jesus verbunden zu sein. Und das kann manchmal wirklich etwas kosten. Wachstum kostet auch. Es kann sogar wehtun, es kann sogar Schmerz bringen, aber es ist auch sehr, sehr befreiend. Und Jesus ist ja da sehr radikal. Er sagt, wenn uns etwas hindert zu Gott hin, dann sollen wir es abschneiden. Vielleicht ist dieses Handy, dieser Zeitfresserklumpen, den wir die ganze Zeit in der Hand haben. Vielleicht merkst du, das zieht dich weg von Gott. Was hindert dich, es einfach mal ganz wegzutun? Oder jetzt gerade diese Woche hatten wir Café 60 Plus. Da hat jemand erzählt, wie er ein Buch gelesen hat, wo er gemerkt hat, das tut ihm nicht gut. Und unsere Jahreslosung, unser Thema war, prüft alles und das Gute behaltet. Und er hat gemerkt, das Buch tut mir nicht gut, dann tue ich es weg. Bücher, Nachrichten, Internetseiten, was auch immer, was ist das, was dich von Gott wegzieht? Was im Weg steht, was abgeschnitten. Vielleicht ist es die Zeitplanung. Deiner Zeitplanung hat Gott gar keinen Platz. Vielleicht müssen da ein paar Dinge abgeschnitten werden. Jesus sagt, wenn dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, irgendetwas, das dich von Gott trennt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich finde es interessant, Jesus sagt ja den Jüngern all diese Dinge, weil er sie so liebt, weil er für sie das Beste will, weil er ihnen das Wertvollste mitgeben will. Er sagt, Reinigung ist etwas Gutes, auch wenn es im Moment schmerzhaft sein kann. Ich war letztes Jahr war ich für 3 Tage in der Stille. Ich schaue immer, dass ich mir diese Zeit nehmen kann, um in die Stille zu gehen, um auf Gott zu hören, für mich, für mein Leben, für meine Familie, für meinen Beruf, für uns als Gemeinde. Und ich gehe immer mit sehr großen Erwartungen in diese Zeit der Stille, weil ich von Gott viel erwarte, dass er redet, dass er zeigt, dass er mir Dinge aufs Herz legt. Und das ist auch immer so. Gott redet ganz viel und ich gehe dann hin und bin ganz wie mit allen Sinnen ganz offen zu schauen, was Gott mir mitgeben will, weil ich erwarte, dass er redet von überall. Und ich habe dieses Mal dieses kleine Büchlein mitgenommen. Erweckung ist möglich, ein älteres Büchlein von so einem Erweckungsprediger, weil ich habe das immer so auf dem Herzen, Erweckung. Und ich habe gedacht, vielleicht irgendein Impuls kommt aus diesem Büchlein, das Gott mir mitgeben will, so für Erweckung und so weiter. Und dann am ersten Abend habe ich das tatsächlich genommen, habe gedacht, ich lese da mal einen Abschnitt. Das gibt sicher einen spannenden Impuls irgendwie von Gott und so. Dann habe ich da gelesen, eine Erweckung wirkt sich in 2 Richtungen aus. Einmal auf die Gemeinde, zum anderen auf die Gottlosen. Das ist ein altes Büchlein, der redet so fadengerade, so direkt, oder? Dann habe ich gedacht, Gemeinde, spannend. In diesem Abschnitt geht es dann um die Gemeinde, um die Christen, um die Jesus nachfolgen, um die Erweckung, die im eigenen Herzen kommt. Da habe ich gedacht, ja gut,
Dann beginnt er zu schreiben, ja, das beginnt damit in den eigenen Herzen, dass man sich prüft, wo Schuld und Sünde ist und das dann bei Gott ablegt. Da habe ich gedacht, oh, okay, ja, wieso kommt jetzt das? Habe ich nicht so erwartet, da für meine stille Tage und Impulse zur Erweckung und so. Habe ich weitergelesen, Selbstprüfung geschieht, indem du Bilanz ziehst, deine Handlungsweise prüfst, dir deine Vergangenheit vor Augen hältst und dein Leben betrachtest, wie es wirklich ist. Halte Rückschau. Knüpf dir jede einzelne Sünde vor und betrachte sie. Nicht, dass du einfach nur einen Blick auf deine Vergangenheit wirfst und dabei feststellst, dass sie von der Sünde geprägt war, dann gehst du zu Gott und legst eine Art Generalbeichte ab und bittest ihn um Verzeihung. So geht es nicht. Du musst dir eine Sünde nach der anderen vornehmen. Merkt schon ein bisschen eine andere Sprache, oder? Und ich war dann da und habe das gelesen, habe gedacht, okay, irgendwie interessant. Ich erwarte von Gott einen Impuls, nehme dieses Erweckungsbuch und jetzt kommt sowas. Habe ich nicht gerade erwartet, ehrlich gesagt. Aber ich war da mit offenen Ohren und hatte den Eindruck, Gott will da zu mir reden. War ein bisschen irritiert, aber auch ganz entspannt, weil ich habe gedacht, ja, das war nicht so eine tragische Sache. Ich mache das ja gut mit Gott, da gibt es schon 2, 3 Dinge, aber nicht so gewaltige Geschichte. Dann habe ich weitergelesen. Nun, fang an und nimm dir zunächst die vor, also die Sünden vor, die man normal hin, jedoch fälschlicherweise als Unterlassungssünde bezeichnet. Okay, dann hat er angefangen. Erster Abschnitt, eine Aufzählung kommt jetzt. Undankbarkeit. Steht ein ganzer Abschnitt Undankbarkeit. Und ich habe das so gelesen und habe plötzlich gemerkt, okay, vielleicht lohnt es sich schon, genauer hinzuschauen. Ich habe gemerkt, wie es Dinge gibt, wo ich wirklich undankbar war. Wo ich auch Gott gegenüber undankbar war. Nicht zufrieden, wo ich dachte, ich hätte das anders verdient. Habe ich weitergelesen, nächster Punkt, da kommen 29. Ich war den ganzen Abend und den ganzen nächsten Morgen mit diesem Thema beschäftigt. Und es war schon sehr schmerzhaft, aber auch sehr wohltuend. Ich habe mir wirklich die Zeit genommen, Dinge zu prüfen, durchzugehen und bewusst abzulegen. Und das hat dann ja auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, Undankbarkeit, wenn ich das in diesem Punkt erlebt habe. Und ich bereue es und es tut mir leid, ich will doch Gott dankbar sein für alles, was er mir gibt. Er gibt mir doch nur das Beste, dass ich ja dann das auch mitgenommen habe in mein Leben. Also es war wirklich an verschiedenen Punkten wie ein Klumpen, der wegkam. Reinigung. Jesus sagt weitere Dinge, die wichtig sind für Wachstum. Etwas, was in diesem Bild drinsteckt, ist, es gibt keine Solotrauben. Also wenn jemand schon mal einen Weinstock mit einer einzigen Traube gesehen hat, wäre ich interessiert an einem Bild, glaube ich nämlich nicht. Das gibt es nicht, oder? Das steckt da drin. Ihr, Jesus spricht immer von ihr und von euch und von diesem Bild, oder? Die Reben, die Trauben, die zusammen an eine Traube bilden und dann an diesem Weinstock hängen, alle zusammen verbunden. Manchmal denken Christen, ich habe ja Jesus und ich habe die Bibel, alles andere brauche ich nicht. Aber Jesus hat uns zusammengefügt in einen lebenden Organismus. Und ich habe mir auch gedacht, eigentlich, wenn wir von Wachstum reden, wir brauchen ja einander, um zu wachsen, oder? Wir brauchen jemanden, um ein bisschen anzuecken und so. Da ist viel Wachstumspotenzial. Da lesen wir diese Bilder, Jesus, das Haupt der Gemeinde und wir alle verbunden wie ein Leib und noch viele weitere Bilder. Das gehört auch zum Wachstum dazu. Auch etwas Spannendes, was wir entdecken in diesem Abschnitt, auch etwas, was Wachstum bringt. Worte von Jesus sind für unser Herz bestimmt. Im Vers 2 sagt Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also er sagt, für diese Verbindung mit mir braucht ihr dieses zuverlässige Wort von mir, das Kraft hat, lebendig ist und wirkt. Und wir merken, wie wichtig die Bibel ist, die uns diese Worte von Jesus zeigt, dass wir sie lesen können und sie haben Kraft, sie haben eine reinigende Kraft, weil sie sind wahr.
Sie zeigen uns, wie wir in diesen Weinstock von Jesus hineinkommen können. Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wir merken, es geht nicht um Worte, die in den Kopf hereinkommen und einfach im Kopf bleiben, sondern dass sie wirklich in uns, in unser Leben hineinkommen, dass die Worte in uns sind, in unser Herz hineinkommen und Auswirkungen haben aufs Leben. Die Leute, die damals das größte Bibelwissen hatten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die wurden häufig getadelt für ihre Herzenshaltung. Das ist auch so ein Mythos. Je mehr Bibelwissen ich habe, desto besser. Aber das stimmt gar nicht. Je mehr ich tue, was ich weiß aus der Bibel, desto besser. Das ist das, was Jesus meint, dass die Worte in uns bleiben. Er ermutigt uns eigentlich, die Bibel zu lesen, zu studieren und das dann auch wirklich danach zu leben. Das hat Wachstumscharakter. Manchmal denken auch Christen, wenn Zeiten der Herausforderung kommen, wenn Krisen kommen, führt das zum Wachstum. Das ist auch so ein Mythos. Es kann sein, dass eine Krise dazu führt, dass man Selbstzweifel hat oder von Jesus wegkommt oder sich vom niederreißen lässt, was auch immer. Das ist nur ein Potenzial, wenn ich mich gerade in dieser Krisenzeit dann an Jesus einhänge und festklammere und festhalte. Und dann seine Verheißungen wahrnehme und dann lese ich so alles, diejenigen, die mich lieben, werden alle Dinge zum Guten dienen und ich bin in einer Krise. Und dann beschäftige ich mich damit, was es bedeutet, dass alle guten Dinge mir zum Besten dienen zum Beispiel. Dann wird es zu Wachstum führen. Noch 2 Punkte. Und bei diesen 2 letzten Punkten finde ich interessant, das sind nicht Dinge, die wir aktiv tun, sondern die automatisch passieren. Vers 7 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten. Naturgemäß im Gebet. Das führt automatisch dazu, dass wir beten und bitten. Jesus sagt, wenn ihr in mir seid, dann werdet ihr. Nicht betet viel, dann seid ihr in mir, sondern seid in mir. Und dann werdet ihr automatisch quasi. Also wenn wir einladen jetzt diese Woche zur Gebetswoche, dann ist es nicht, um religiöse Übungen zu machen oder so, sondern weil wir zusammen bei Jesus eingehängt sind oder seine Verbindung zu ihm suchen und das führt uns ins Gebet. Und es ist ja auch ganz wunderbar, wie das mit einer Verheißung verbunden ist. So werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ich hänge mich bei Jesus dran und vertraue ihm alles an. Das führt mich ins Gebet, in diese Verbindung. Und dann wächst ja auch Frucht. Das ist der letzte Punkt. Was ist denn mit dieser Frucht? Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um sich selbst zu prüfen. Jesus sagt ja, wenn ihr in einer Verbindung seid mit mir, dann wächst diese Frucht. Da können wir unser Leben mal anschauen. Was kommt denn da für Frucht? Ich habe ganz viele Bibelstellen dazu auf dem Handout drauf. 2 ganz kurz. Das eine, was in diesem Bild ja drinsteckt, ist, dass jeder, der Jesus nachfolgt, eingehängt wird in diesen Traubenstock, der Jesus ist, oder in diesen Weinstock. Das ist die erste Frucht, die entsteht. Jeder Mensch, der zu Jesus kommt und Jesus nachfolgt, der eingehängt wird, das ist Frucht, die entsteht. Können wir uns prüfen? Können wir einen Beitrag leisten, dass Menschen, die noch im weltlichen Weinstock sind, von Jesus hören, das irgendwie erkennen und sich bei Jesus einhängen? Spricht die Bibel aber auch ganz vielfältig von Frucht. Und es ist ja alle Frucht gemeint, die irgendwie Gott verherrlicht. Galater 5,22, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede. Und ich denke mir so, das wäre ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir Christen durchs Leben gehen und Menschen, die vielleicht gar nichts mit dem Glauben zu tun haben und so, schauen, ja, mit deinem Gott habe ich nicht so viel am Hut, aber so wie du lebst, bei dir bringt das eigentlich noch gute Früchte hervor, das Ganze. Du bist so freundlich. So liebevoll, spannend. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also Jesus ist so extrem, dass er uns sagt, wenn wir nicht an diesem Jesus, wenn wir nicht an ihm dranhängen, dann ist das, was wir machen, egal wie gut oder wie schlecht es ist, letztendlich für die Ewigkeit wertlos. Das sind diese Punkte. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Jeder Mensch darf jünger werden, neu geboren werden, aber es ist eine eigene Entscheidung, sich bei Jesus einzuhängen. Es ist auch eine Zeit der Prüfung vielleicht dran. Ja, schreibe ich nur auf mich drauf, ich bin Christ, oder bin ich wirklich an Jesus dran? Bin ich so verdorrt quasi? Oder bin ich eben bei Jesus?
Und dann diese ganz praktischen Wachstumsschritte. Ich entscheide mich täglich, mich bei Jesus einzuhängen. Ich bin bereit, mich reinigen zu lassen. Solotrauben gibt es nicht. Jesu Worte fürs Herz. Das führt naturgemäß dazu, zum Gebet und dass Gott verherrlicht wird. Ich habe gedacht, dieser erste Punkt, das wäre wirklich cool. Können wir das so zusammen auch als Gemeinde mal eine Woche ausprobieren, bewusst in die Situation hineingehen. Ich habe gedacht, wir üben mal diesen Spruch zusammen. Ich hänge mich an Jesus dran, ich vertraue ihm alles an. Komm, wir sagen es mal miteinander. Ich habe Jesus dran, ich vertraue ihm alles an. Ich habe auch gedacht, das muss man mit Überzeugung sagen. Oder? Es ist nicht so, ich gehe noch posten und dann noch abwaschen die Heime, sondern es ist so ein wirkliches Statement. Ich hänge mich. Machen wir es mal mit Überzeugung, ist gut. Ich hänge mich an Jesus dran. Ich vertraue ihm alles an. Nehmt das doch mit, probiert das mal aus, geht so in die Situation hinein. Ich hänge mich an Jesus dran. Ich vertraue ihm alles an. Oder das heißt ja auch, ich vertraue ihm alles. Ich traue ihm alles zu in dieser Situation. Und ich vertraue ihm diese Situation an. Er darf mich brauchen, darf mit mir machen. Ich hänge mich an Jesus dran. Gehen wir hinein in eine Zeit des Gebets. Danke, Jesus, für dieses Bild des Weinstocks, das du uns gegeben hast. Es ist extrem reichhaltig. Und du sagst, du bist der wahre Weinstock und wir entdecken darin so viel Wahrheit auch, so viel Ewigkeit, so viel Leben, so viel von deinem Plan, den du hast für uns als deine Nachfolger. Und Jesus, ich will dir auch Danke sagen, dass dein Ruf bis heute ergeht. Komm und folg mir nach. Komm, häng dich ab von diesem irdischen Weinstock und häng dich ganz bei mir rein. Komm, lass dich reinigen. Du darfst bei mir eingehängt sein, nicht weil du es selber schaffst, so heilig, so würdig zu sein, sondern weil ich es für dich getan habe am Kreuz. Und mein Blut reinigt dich. Wenn du heute hier bist und merkst, das ist so dein Wachstumsschritt, ich will das Gebet hier kurz unterbrechen. Vielleicht merkst du, wie Jesus an dein Herz anklopft und dich einlädt. Komm jetzt zu mir und häng dich an meinen Weinstock dran. Da ist Wasser des ewigen Lebens. Da ist etwas, das in die Ewigkeit hineinreicht. Und Jesus klopft heute noch an. Jesus ruft uns heute noch. Vielleicht möchtest du heute ganz bewusst zu Jesus kommen. Oder du merkst, du bist so ein verdorrter Weinstock. Draußen steht zwar Christ drauf und du gehst sogar vielleicht in die Kirche, aber innen dein Herz hast du Jesus nicht wirklich hingegeben, Jesus hingehängt. Dann möchte ich dich einladen, heute diese Entscheidung zu fällen. Bewusst zu sagen, ich komme zu Jesus und ich hänge mich in seinen Weinstock rein. Und ich denke, es ist am einfachsten, wenn wir nach dem Gottesdienst zusammen noch Fragen klären können und dann zusammen beten. Und wenn es Leute hier gibt, die das wollen, dann meldet euch doch kurz. Meldet euch kurz, indem ihr die Hände zeigt, dass wir dann zusammen nach dem Gottesdienst beten können. Wenn du im Livestream bist, dann schreib einen Kommentar, dass wir zusammen so einen Schritt gehen können. Es ist das Beste, sich bei Jesus einzuhängen. Und wenn jemand will, hebt doch kurz die Hände. Und ja, wir gehen in einen zweiten Teil des Gebets hinein. Komm, lass uns zusammen aufstehen, um bewusst so vor Jesus zu sein. Jesus, wir stehen vor dir und ich will dich bitten für jeden, der so bewusst sich bei dir einhängen will, dass du uns hilfst und Kraft gibst, dass diese Woche mal besonders auszuprobieren, in diese Alltagssituation hineinzugehen. Egal wie christlich oder unchristlich sie uns erscheinen mögen, dass sie sagen, ich hänge mich ganz bei Jesus dran und wir vertrauen dir alles an. Und Jesus, wir brauchen dich. Du bist das, was wir brauchen und du führst uns und leitest uns und du gibst uns alles, was dran ist. Und Jesus, vielleicht ist jemandem heute auch etwas in den Sinn gekommen, das abgeschnitten werden muss. Und es ist wohltuend, aber manchmal auch schmerzhaft. Und Jesus, führe und leite du uns. Auch im Beschnittenwerden, im Dreck loslassen. Dinge bei dir abladen, Jesus, und du nimmst es weg. Das wird plötzlich leicht.
Aber es kann auch schwer sein und wir brauchen deine Kraft, Jesus. Und ich möchte euch diesen Zuspruch mitgeben. Bei Jesus eingehängt haben wir alles, was wir brauchen. Jesus sagt, ich bin das ewige, lebendige Wasser. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Durst haben. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, bin ich in euch durch meinen Heiligen Geist. Jesus ist in euch und mit euch in allen diesen Situationen des Alltags. Er ist der wahre Weinstock und er reicht bis in die Ewigkeit hinein. Amen. Wir haben jetzt Zeit für Ministry Time. Ihr dürft nach hinten gehen ins Gebet, vielleicht um etwas abzulegen oder um einen Segensspruch. Und wir wollen das zusammen auch singen. Was ich brauche, gibst du mir. Dieses Lied ist ja extra für diese Serie, oder, geschaffen. Haben wir genommen. Was ich brauche, gibst du mir. Darum, Herr, bin ich bei dir. Und wir haben ich habe diese Bridge noch dazu gemacht, die genau diese Verse eigentlich abholt, oder? Jesus, der Weinstock, ich hänge mich an dich dran. Freund wirst du mir, ich vertraue dir alles an. Und mach du rein in mir, was hindert zu dir hin. Es darf unser Statement sein. Alles, was ich brauche, habe ich von dir, Jesus. Und ich hänge mich ganz an dich ran.